Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Fanfiction. Mein Name ist Enlo for Life und ich werde euch jetzt eine kleine Geschichte über #Joey erzählen. Und zwar ist die Fanfiction von der Dead Dark Princess. Vielen Dank, dass du die auf Wattpad gestellt hast. Okay. Der Raum, in dem sie sich trafen, war muffig und roch außerdem unangenehm stark nach feuchtem Holz. Anscheinend hatte er auch keine intakte Heizung, weshalb ich meine Winterjacke wie alle übrigen Gruppenmitglieder auch anbehielt und zusätzlich die Hände tief in die Tasche steckte. Mit einem unwohlen Gefühl im Magen ließ ich mich auf einer der Stühle, welche im Kreis angeordnet waren, nieder und zog die Schultern hoch, während ich die anderen Mitglieder, welche gerade den Raum betraten, musterte. Viele von ihnen waren jünger als ich, jedoch nicht viel. Die meisten von ihnen schätze ich auf 17 bis Anfang 20. Der Großteil von ihnen waren Mädchen, so auch die letzte Person, die den Raum betrat. Die Tür leise schloss und dann auf den Platz links neben mir huschte. Sie hatte dichtes Entschuldigung. Sie hatte dichtes braunes Haar. Etwas anderes konnte er von ihrem Kopf nicht erkennen, da diese ihr Gesicht verdeckten, da das Mädchen den Blick gesenkt hielt. Man hätte höchstens noch sagen können, dass sie schlank und normal groß war. Aber das war es auch schon. Sie trug eine weite schwarze Hose und Stiefel von der gleichen Farbe. Auch sie trug noch ihre Jacke. Allerdings hatte sie eine Hand aus dem Ärmel geschoben und ihre Finger spielten scheinbar nervös mit dem Zieher ihres Reißverschlusses. Es war das erste Mal, dass ich in diese Gruppe ging. Vorher hatte ich mich strikt geweigert, auch nur einen Fuß in das alte Gebäude zu setzen, in dem sich die Selbsthilfegruppe zweimal wöchentlich traf. Nur die radikale Drohung meiner Mutter, mir das Internet abzudrehen und außerdem sämtliche Videospiele zu konfiszieren, hatte mich schließlich irgendwie gezwungen, doch hinzugehen. Insgesamt bestand die Gruppe mit mir aus 7 Personen, 4 Mädchen und 3 Jungen. Der eine der beiden hatte braune Haare und ebenso dunkle Augen. Mit seinen langen Fingern fuhr er sich ständig wie unter Zwang durch den Pony. Der andere Junge, welcher neben dem mit den braunen Haaren saß, wirkte etwas älter und auch ruhiger, während ich den einen auf ungefähr 19 schätzte. Wirkte dieser eher wie Mitte 20. Seine Haare waren dunkler, fast schwarz, und seine Augen strahlten eine vollkommene Ruhe aus. Hätte ich nicht in den letzten Monaten gelernt, dass der erste Eindruck einen nichts sagt, hätte ich mich vermutlich gefragt, was er in einer Selbsthilfegruppe für emotionale und soziale Wracks machte. Aber bis vor ein paar Monaten hätte ich mir das bei mir ja auch nicht vorstellen können. Ich war so in die Betrachtung und das Beobachten versunken, dass ich nicht gemerkt hatte, dass ein Block, Klebezettel und ein Stift rumgegeben wurden. Damit sollten wir uns wohl provisorische Namensschilder basteln. Deshalb stupste das Mädchen mit den braunen Haaren links von mir mich an und drückte mir beides in die Hand. »Danke«, murmelte ich, doch sie antwortete nicht. Während ich meinen Namen aufschrieb und ihn auf meine Brust klebte, dachte ich über ihre nach, welche ich in dem kurzen Moment gesehen hatte, in dem sie mir den Zettel und den Stift gegeben hatte. Jodie. So, also das war ein kurzer One-Shot, und zwar eine Joey FF. Also das war es jetzt erstmal von mir. Und schaut doch mal bei der lieben Dead Dark Princess vorbei. Sie schreibt wirklich sehr, sehr gut. Also mir gefiel diese Geschichte sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das nur ein
Also ich nenne das jetzt